Bonjour Leute, herzlich willkommen hier im Plateau für eine neue Sendung Blick auf Europa DOC-Kanal. Ich will euch nicht lange über Rulings erzählen, das passiert, das Vergangenheit. Da muss man sich auf europäischem Niveau beschäftigen, für Regeln anzuführen, dass wir das in Zukunft mehr gerecht kriegen. Ich will heute euch mit einem Sujet konfrontieren, Verbraucherschutz, Protektion der Konsumateurs, etwas, was uns alle gut betrifft. Ein ganz wichtiger Bestandteil ist vom europäischen Binnenmarkt. Wie gesagt, das geht uns alltag etwas an. Wir haben alltag mit irgendwo sind wir Konsument. Und bei mir hier im Plateau habe ich zu dem Sujet einen Spezialist an der Materie, den Bob Schmitz. Guten Morgen, Bob. Bonjour. Bob Schmitz als Rechtsberater, hier als speziellen Delegierten auch für den Konsumentenschutz daheim, für uns ULC. Hier ist also gut platziert, für uns heute ein bisschen über den Sujet zu schwätzen. Und wir fangen dann noch direkt an. Ich meine, Bob, wir haben die neue Kommission, die neue Tschechin, die Kommissarin ist für den Verbraucherschutz. Und wir haben hier eine Neuigkeit an der Konstruktion von der Kommission, das heißt der Verbraucherschutz als angesiedelt bei der Justiz. Alles, was Justiz ist. Und nicht nur das, ich meine, das ist flott, wenn Sie das kommentieren, ob Sie das gut fanden oder man gut. Ich persönlich so aus meiner Sicht, dass ich das gut fand. Aber auch noch, was bedeutet die neue Kommission für den Konsumenten, was bedeutet für den Konsumentenschutz, was sind die Erwartungen eigentlich an die neue Kommission? Wir sind effektiv der Meinung, dass die Zusammenlegung von der Justiz und dem Verbraucherschutz ganz richtig ist. Weil die Protektion von der Konsumateur ganz oft aber Rechtsschutz ist. Aber besonders auch, weil immer mehr wichtig ist, ein gut, wie wir so am EU-Jargon, Enforcement, Umsetzung, die Applikation vom Droit. Und da kommt die ganze Sache, besonders die wir auch zuletzt transposieren, mehr bessere Regeln, zum Beispiel für die Mediation. Das heißt, dass auch der Verbraucherschutz, Kontraktrecht und Praktik kommerziellen mehr einfach, mehr schnell, ohne viel zu kosten, kann appliziert werden, entre autres durch Mediation und Konziliation. Also die ganze Zeit dafür, den Droit zu formieren, zu harmonisieren und da besonders umsetzen, so effizient wie möglich mit der Justiz, auch für die Justiz. Ich meine, da ist es ganz gut, dass wir die zwei Sachen zusammen gelöst haben. Das ist ja auch Jean-Claude Juncker hat das ja auch an seiner Präparation gesagt, an seiner Präsentation gesagt, dass das Konsumentenrecht, das Schutzrecht will vereinfachen und am Anfang auch mehr Bürger nachbringen. Wenn ich das gut verstanden habe, das war die absolut begrüßt. Bislang muss ich ehrlich sagen, hat das ziemlich abstrakt immer gewirkt mit langwierigen Prozeduren. Aber werde ich auf dem Gebiet eine Vereinfachung, wie gesagt, die fand er doch gut. Ja, ideal wäre, wenn auf europäischem Plan wir geben das noch verzeihen, was wir zuletzt schon. Wir haben ja seit ein paar Jahren als den Hauptteil vom Verbraucherschutz kodifiziert, Code de la Consommation. Wie auch an Frankreich und an Italien. Wir sind die anderen, und das ist europäisch, sie sind immer so ganz partiell Richtlinien, Direktiven. Und das ist dann war sogar für die Verkoten bei der Umsetzung. Aber das aber auch, ich meine, das hängt von den Objektiven von der Kommission von Juncker, die Sache effektiv zu rationalisieren, zu modernisieren, das tut, von da effektiv zu einer Kodifikation und einer Simplifikation, ohne natürlich den Verbraucherschutzstand draufzusetzen, ja. Das ist mir den Herr Juncker geschrieben, als ULC, völlig d'accord. Wir funktionieren ja ganz stark nach dem Modell Best Practices, ja. Das heißt, wo ein Modell den gut ass, den geht ganz oft geholt, wie gesagt, als Modell für andere Länder. Und da wäre das ja vielleicht Lützeburg, dass wir da nicht lang mehr, aber mit anderen Vierreiter sind, wie gesagt, schon an dem Dossier etwas zu tun, was gut ist. Was sind dann die großen Sachen, die an der Markt sind, die am Gang sind, sehen wir dann der ersten Lesung an, auch dann vielleicht die großen Objektive, die dann nach Fëlles für eine Kommission runzudrohen, war da ja auch schon teilweise gemacht hat durch ein Paper, den fertiggestellt gehen ist. Erstens muss ich gucken, was man daheim muss umsetzen. Das sind besonders kurzfristig bis Juli nächstes Jahr 2 große Initiativen, denn das, wie ich schon gesagt habe, eine Direktive über Mediation beim Verbraucherschutz. Und da haben wir im Prinzip ein Projekt de loi, den im Prinzip Ende des Monats durch den Conseil du Gouvernement gehen. Und das ist ganz wichtig, also für die Justiz zu soulagieren, dass wir mehr effektiv Mediation, ja. Das ist die eine Sache. Und die andere größte Sujet, als effektiv, das ist ein völliges Novum an unserem Droit, als effektiv, man kann eine Class Action, Aktion de Groupe, dass verschiedene Fälle, wo Verbraucher durch die nämliche Entreprise geschädigt werden,
durch einen Testfall oder ein Gericht alles zusammenlegen, eine Aktion de Gruppe, an effektiv, da geht mich schnell. Und da haben wir auch effektiv schon die Inspiration, weil in der Zwischenzeit schon Franzosen an Belgien schon das Gesetz durchführen und applizieren. Also wir brauchen uns da nicht mehr zu inspirieren. Und da werden wir bei den Justizministern das doch etwas gehen. Das ist ein letzter Plan, aber ein bisschen Plan. Und du weißt, George, dass besonders die Revision ganz wichtig von dem Droit des Passagers aériens. Die effektiv von dir im Parlament schon gut geschafft hat in nächster Lesung. Also hängt es effektiv vom Ministerrat auf, dass da irgendwie einfach in nächster Zeit durchgeht. Das ist ein großes Dossier. Den anderen, wo auch das Parlament schon sich geäußert hat, dann première Lektüre, also effektiv eine Modernisierung oder eine Revision von dem Reiserecht. Über Voyage à Forfait, besonders weil Hauptdomain über Click-Through, über Internet. Und das sind die zwei großen Dossiers. Und dann die neuen Dossiers, und ich meine, das steht viel an der Presse, und das ist auch für den Herrn Juncker in der Kommission, als Digital Europe. Die ganze Art von Digitalisierung, nicht nur für Verbraucherschutz, oder Data Protection, aber auch für die Industrie und die Ökonomie etc. Ich meine, das ist ein ganz großes Sujet. Und da werdet ihr dann oder anders bleiben, für das ein Sujet bleibt, für das wirklich viel gedreht. Ich wollte vielleicht am Ende zurückkommen, weil du gesagt hast von den Droits des Passagers, weil ich da persönlich konzerniert bin. Und da muss ich ehrlich sagen, da enttäuscht eigentlich. Du hast geschnitten, der Conseil, als du ganz zurückhaltend, das enttäuscht mich schrecklich, weil er aber am Anfang etwas möchte für den Passagier. Das Droit des Passagers heißt, das ist ein Recht bei Verspätung, bei Cancellation, bei Gepäckverlust, bei all möglichen Doléanzen, die er hat, für das Recht zu kriegen. Und es ist nun einmal so, dass Mengen ist, dass wir da müssen all zusammen wirklich ein bisschen Druck machen. Weil im Moment ist es ja so, und du weißt, dass das Gericht da eigentlich Politik machen. Und das kann nicht sein. Genau das. Also dann, ich meine, du musst mir als politisch Verantwortlicher Menke so, wir machen Politik an Gericht, das sind dafür am Streitfall zu tranchieren. Du bist also völlig in Appui natürlich. Ich bin froh darüber, das wird demnächst auch ein großes Sujet gehen. Vielleicht noch zwei Fragen, wir sind immer an der Zeit ein bisschen limitiert, das ist halt ein bisschen schwer. Vielleicht zwei Fragen, die die Leute auch immer daheim stellen, und diese nicht so richtig verstehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich kenne ein bisschen, wie es funktioniert. Ich verstehe aber auch nicht, dass das heute noch immer so ist, weil ich meine, wir haben eine einheitliche Bandenmarkt und da müssen die Regeln noch selber sein. Eine Frage, die immer kennt, dass die Leute sagen, wenn ich ein Produkt kaufe, dann ist ein Hai schon mal zu mehr, das ist mehr teuer wie zu teuer. Und das ist nicht viel, aber das sind %. Und die Explikation ist, weil wir alles über den belgischen Markt mussten abfeiern und dementsprechend die Taxen dann noch bezahlen. Für was ist das noch so, ist das wie historischen Stern ist vielleicht, für was das noch immer so ist, weil Menge Menschen ist das froh, wo die Leute mit Recht so an einem europäischen Bandenmarkt dürfen das am Anfang nicht mehr sein. Also effektiv, das ist ja auf Niveau von unseren Entreprisen, die kaufen und dann letztendlich verkaufen. Und dafür effektiv, das ist ein fundamentales Problem bei der Distributionsstruktur. Und ich meine, wenn die Politik ein bisschen noch als Administrationen zusammen ein bisschen die Courage hätten, haben wir schon Möglichkeiten. Einerseits die berühmte Bolkestein-Direktive, seinerzeit Service. Freie Liberalisierung von den Services. Und effektiv, das geht nicht nur, das haben wir schriftlich von der Kommission bestätigt, das geht nicht nur um Services, die über Internet laufen, sondern auch zum Beispiel, und das auch für die Entreprisen, auch die effektiv offline geliefert gehen. Und das ist effektiv, du hast eine Clause, wie du weißt, die drin steht, dass alle Diskriminationen zur Basis von der Residenz oder der Nationalität im Prinzip verboten ist, das ist eine Diskrimination. À moins, dass objektiv kann justifiziert gehen. Also als die Frage schon, kann die Dosage, dass Eisenentreprisen am meisten gezwungen gehen, über Belgien, nicht direkt anzukaufen, kann das objektiv justifiziert gehen, oui oder non? An die zweite Wolle, erst besonders wenn es bei großen Partner und Vertragspartnern geht, da kann man effektiv eventuellement den Droit de la Concurrence, Abus de Position dominante oder sogar Accord antikonkurrenziell ans Spiel bringen. Das heißt, man effektiv dort Möglichkeiten. Dafür gebe ich so, wir haben doch schon irgendwie geschrieben, für zum Beispiel eine Möglichkeit auch zu summen, zum Beispiel als ein Conseil de la Concurrence zu Lützburg, dort zu sessieren und dann mit den Kollegen an der Belgien, Frankreich, du hast nämlich Reso, gucken, dass wir irgendwie da dort Bühne kriegen. Das werden wir dann durch die Hand bleiben, werden wir dann machen. Eine zweite Frage, die die Leute sich auch immer stellen, das ist, wir haben ja dann verschiedene Produkte, die wir wollen kaufen über Internet hauptsächlich oder sonst und
Sachen deelhoelen, wo mir dann als Lützeburg net die Möglichkeiten hunn, fir dat dann geliefert ze kree, wo en eng Adresse muss so gehen am Ausland, ganz oft an Deutschland, weil dat hat Deutsche Mä das. An noch dat zo Leiit dat fan man net richtig an ich muss Leiit recht gehen, ich fan der Donne richtig. Du kannst alsfle so ich mengen bisssen raus van mat dem Digital Agenda, mat dem Digital Markt oder dat de Sujet do ass an dat eventuell auch do kann behandelt gin oder fleich so go zufriedenstellend geleest gin. Ass dat eng Mkeet, ass do bessen deg Menung oder ge do viel Schwierigkeiten darum. Nee, das nicht enker hun also Meier Juridik, das vun der Volontépolitik an wie am Parlament, das lo an der eng aner Kommission Ausschuss vun Marché intérieur a Protection des Consommateurs, die hat développé am Ordre du jour eng neii Etude fir d Parlament effectivement die gené de Sujet iwwer Diskrimination oder Ausschalte vun der Diskrimination am Digitalmarkt antrot fir d Verbraucher ugeet. An do sinn effektiv all die Fälle, die mir schon deelweis och Rekommandationen, die mir schon seit Joer geschriven vun der RLC, déi da deelweis nie op. Well effektiv das am Fong dat nämlich fertig fir Druck gesot und das nie enke die de refus de vente en tant que tel ass net verboden. Die was net an europäesch a Frankreich zwar net an eisem droit, mais de refus de vente muss nie enke objektiv kënne justifiiert sinn. An do effektiv eng vun den direkte Rekommandationen ass van Site Internet, zum Beispiel Deutsch, Französisch oder Schweizer, einfach letze beiier net wëlle beliveren, dann dat se d'Obligationen ze erklären. Wann da kann so effektiv op dat justifiiert das, weil se effektiv Kleinentreprise eventuell Logistik an Hai an do, mit die große Entreprisen effektiv durchmenge get wirklich keng Marché intérieur, keng Justifikation au contraire. Also die Gesittleit an dem Sujet das viel geschieht mir hun eng relativ heiche Protektion vum Konsumateur mit mir das immer zu verbessern, das muss Ball bleiben. Ball bleiben immer sagen dabei zu fügen. Welt geht 4 und noch den Domain geht 4 und ich so den Bob Schmitz vielmals Merci für die Explikationen. Leider haben wir nicht mehr Zeit. Wir werden als Deutscher schon ein paar für die nächsten Sendungen. Ihr schläft Leute vielmals Merci für das Nachgucken. Bis die nächste Woche.